Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lasemal. Wir sind immer noch auf meinem scheißigen Mikrofon. Aber ich glaube, nächste Woche kommen wir wieder zurück zu meinem tollen Mikrofon. I'm having a lot of hope. I hope you also hope for me. Ich weiß nicht, Leute. äh, Ganz kurzer Side-Fact. Ich stink. Ich stink. Wir haben die. Wir haben jetzt die letzte. Warte, was ist jetzt? Freitag? Bro, what the fuck? Einfach überhaupt. Jetzt hätte ich fast gelogen. Auf jeden Fall am Montag und Dienstag sind All-In-Games gewesen. Das heisst, es ist ja schon so 3 Tage her oder so, aber ich fühle mich, als wäre das so gestern gewesen. Ähm, Seither habe ich mich einfach überhaupt nicht erholt. Und ich bin so musty, dusty, crusty, grusig. Aber das ändere ich nachher, weil mein Freund kommt vorbei. Darum gehe ich noch mal so zum zweiten Mal seither erst duschen. Es ist enorm grusig. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fucking zerstört wir sind alle nach All-In-Games. Falls ihr nicht wisst, was All-In-Games sind, weil ihr mir einfach nicht auf Insta folgt wahrscheinlich, ihr linke Hunde. Spaß. Ähm, Das ist wie Squid Games. Einfach zum ersten Mal in der Schweiz auf Social Media. Also es wird einfach auf allingames.ch heissen Accounts von All In Games auf TikTok, Insta und so postet dann. Aber es ist noch nicht so weit. In 2, 3 Wochen kommt es dann. Wir haben einfach 29 Challenges müssen absolvieren. Also der halt gewinnen für 20'000 Stutz. Und es ist halt jede Runde geht jemand raus. Wir sind 30 Influencer gewesen. Oder Content Creators. Genau. Genau. Und wir dürfen euch nichts erzählen, von was wir gemacht haben, wer rausgefallen ist, wer nicht rausgefallen ist, wer gewonnen hat. Aber es war fucking wild. Gewesen. Und einfach, also, wirklich die Hälfte von uns hat gekühlt, egal ob die Person, die gewonnen hat, oder die schon in der ersten Runde rausgefallen sind, oder die in der Mitte rausgefallen sind. Bro, es war so emotional. Gewesen. Und wir haben halt alle mega Angst, dass das so voll nicht überkommen wird in diesen Clips, weil es kommt ja auf TikTok und so, das heißt, es wird ja es werden kurze Videos, es wird nicht ein YouTube-Video, das 2 Stunden geht, weil Challenges sind zum Teil 2 Stunden gegangen, Bro. Und einfach wie fucking Adrenalin pusht man vor jeder Challenge war. Alle. Kann natürlich auch sein, dass ich in der ersten Runde rausgegangen bin, gell? Ich sage da nichts. Aber alle so auf, ab, Emotionen. Dann wieder chillen, dann wieder müssen warten, bis sie es halt wieder aufbauen haben können. Dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein. Dann geht jemand raus, wo du nie gedacht hast, dann gehst du selber fucking raus oder was auch immer. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für krasse Shit wir da gemacht haben. Und ich will einfach, wenn ihr das dann irgendwann auf Social Media seht, behaltet im Hinterkopf, was ich da gesagt habe. Wir sind am Ende gewesen, emotional, schon gefühlt bevor der erste Challenge überhaupt, weil du so nervös warst. Wir haben nichts gewusst, wir haben einfach unterschrieben, dass wir dabei sind. Wir haben keine Ahnung gehabt, was passieren wird. Und wir haben uns einfach darauf eingeladen. Und wir haben auch keine Tipps bekommen. Höchstens haben sie uns kurz vorher gesagt, so, ja, das ist jetzt ein Glücksspiel oder ja, da ist jetzt mehr Können im Spiel. Bro, und dann hat die Hälfte der Zeit hat der Tipp gar nicht gestimmt, den sie uns gegeben haben. Sie haben uns einfach auch ein bisschen verarscht. Immer wieder, um uns halt nicht so, ja, damit wir halt wirklich nichts wissen. Alter, es hat so Assi-Challenges gegeben, wo man einfach zugeschaut hat und gedacht hat, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und ja, also wenn ihr dann plötzlich Videos seht von uns, wie wir heulen, es haben auch Typen geheult, dann behaltet im Hinterkopf, es war wirklich ein Wild Ride gewesen. Und ich glaube, man kann das nicht auf. Man denkt so, Bro, was heulen die, was ist mit denen? Ich glaube, ich habe actually nicht on camera geheult, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir werden es sehen, Bro. Wir haben auch alle gar keine Erinnerungen mehr. Wir sind so, okay, wir freuen uns genauso wie alle anderen auf die Videos, weil keine Ahnung mehr, was gelaufen ist. Es ist wirklich, als wärst du im Überlebensmodus. Es war so krass gewesen. Ja, darum stay tuned für All-In-Games. Es ist keine Werbung, ich habe einfach ja, Live-Update. Und nachdem, ich weiß nicht, wir haben so 20'000 Schritte am Tag gemacht und wir fragen uns alle, wieso und warum, weil wir sind eigentlich nur am Rumhocken und dann halt die Challenges gemacht, aber irgendwie trotzdem immer hin und her gelaufen. Wir haben es ja im Feldschlössli aufgenommen. Und irgendwie hat man einfach wirklich jetzt, also mir macht immer noch alles weh, so muskelkatermäßig. Ich habe sogar in den Armen und im Bauch und im Rücken und im Genick Muskelkater. Und ich weiß nicht wieso, wir haben nicht müssen Sport machen. Und dann habe ich so am nächsten, also wo wir wieder daheim waren, frage ich so in den Chat, so, Bro, Leute, tut euch auch alles weh? Und alle so, ja, voll, Alter. Ja, also, es war richtig fucking krass gewesen. Aber das ist nicht das Thema von heute, sondern das Thema von heute ist, dass ich wirklich concerned bin, amix,
weil die Leute im Dating-Bereich so goofy sind. Sorry, goofy ist ein goofy Wort, aber so Clowns. Und ich habe vorher auf Insta so gefragt, was beschäftigt dich gerade? Und dann haben die Leute halt so reinschreiben, also auf meinem persönlichen Account, nicht auf dem Losemal-Account. Und so viele Leute denken über so Dating nachher oder Crushes oder so Zeug. Und das ist ja auch, also das verstehe ich auch, so sind wir halt, Bro. Aber zum Teil einfach die Sachen, wo halt der Tilda ist die ganze Zeit am Rumbellen, es tut mir leid, falls man es gehört. Auf jeden Fall, stopp. Jetzt muss ich nochmal fucking mein Grin sammeln. Die Art und Weise, wie ihr euch meldet oder wie ihr darüber redet, ist für mich amigs so richtig besorgniserregend, weil es sind nicht nur 12-jährige Mädchen, die so schreiben, es sind auch 25-jährige Männer oder Frauen, wo wirklich irgendwie so schreiben, dass ich mir denke, oh nein, hallo, lass mich mit euch reden, ich tue euch ein bisschen Mut zusprechen, weil ich bin auch nicht immer die, also ich komme auch von einem Ort, wo, das wisst ihr wahrscheinlich, wo nicht selbstverständlich ist, dass ich irgendwie irgendeine Form von Selbstrespekt habe, wenn es um Liebe geht. Aber I'm getting there und darum mache ich wieder auf Klugscheisserin. Meine Credentials sind... Oh, die Anglizismen, ich weiss, es wird schon wieder Leute abfucken, aber meine Credentials sind, dass ich schon ein Zeit mit meinem Freund zusammen bin jetzt und ihn immer noch gerne habe und er mich auch. Und dass ich vor dem ganz viele Erfahrungen gesammelt habe, wo es mir richtig scheiße gegangen ist und ich gefühlt jeden Abend gekühlt habe, weil mir jemand nicht wollte. Punkt. Das ist alles. Das ist alles, was ich für euch vorweisen kann. Genau. Weil, vielleicht muss ich elaborieren. So viele Leute sind immer, aber auch immer wenn, bei der Advice-Session und immer wenn man Q&A macht, es geht immer darum, Hilfe, er will mich nicht, Hilfe, er gibt mir zu wenig Aufmerksamkeit, Hilfe, er schaut irgendwie andere Frauen an, Hilfe, er ghostet mich, wie lange soll ich warten, bis ich ihm zurückschreibe, was soll ich machen, er liked meine Stories, aber meldet sich nicht, so, checkt er. Oder umgekehrt auch mit sie. Ja, irgendwie hat sie noch einen anderen, wo sie irgendwie ein bisschen toll findet. Aber ich weiß voll nicht, wie ich sie jetzt soll überzeugen, dass ich der Einzige bin. Und so. Also, ja, für Männer habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so den besten Advice, weil ich weiß nicht, wie es ist. Aber ihr könnt ja gleich probieren, meine Sachen, die ich sage, an die Girlies einfach auf eure Situation anzuwenden. Also sorry, falls es oft jetzt so tönen wird, als würde ich nur an Frauen reden, aber das ist auch das Einzige, was ich kenne. Hört auf, so fucking desperate zu sein. Wer hat euch... Was ist los? Und ich meine das full an als Angriff. Weil keiner sonst in eurem Leben greift euch an und sagt euch, ihr werdet euch schämen dafür, wenn ihr um die Aufmerksamkeit von jemandem am Betteln sind. Wenn ihr das in 2 Jahren nochmal so zurückdenkt und merkt, oh mein Gott, das war ein grusiger Typ, der nicht mal sein Arsch richtig abputzen kann. Und das meine ich full an ernst. Wenn ihr die Hälfte von diesen Typen, die ihr hinterher säckelt, die euch keine Aufmerksamkeit geben, haben fucking Bremsspuren in ihren weißen Unterhosen. Und darum kaufen sie gar keine weiße Unterhosen, sondern nur schwarze, damit man die Scheiße in ihren Unterhosen nicht sieht. Das ist das, was ihr euch fucking vorstellen müsst, wenn ihr von einem ghostet werdet und nachher 2 Jahre darüber rumheulen, dass dieser Typ euch keine Aufmerksamkeit gegeben hat. So, stopp! Das machen wir nicht im Jahr 2024. Wir säckeln niemandem hinten nachher. Weder in Freundschaften noch romantisch. Weil es gibt so viele Menschen und ihr habt das Gefühl, ihr müsst so einen crusty Typ hinten nachher säckeln. Und sind wir ehrlich, ihr kennt es. Also außer es ist jetzt das erste Mal, wo du das erlebst, aber ihr kennt es. Es kommt immer der Punkt, wo man darüber hinweg ist und nachher so denkt, oh mein Gott, Alter, was war dort gewesen und wieso habe ich mich so blamiert? Und das ist ein Scheißgefühl und ich will euch vor dem Gefühl bewahren. Also weißt du, so logisch. Ihr müsst nicht nur aus Scham oder so zum Scham verhindern, irgendwie euch auf eine gewisse Art und Weise benehmen. Aber es ist nicht schön, sich zu schämen. Und es ist, also weißt du, so, würdest du lieber damit umgehen müssen lernen, dass jemand dir gerade keine Aufmerksamkeit schenkt und einfach so sein, okay, in dem Fall nicht? Oder wenn ihr lernt, damit umzugehen, dass ihr dieser Person 2 Jahre lang weiterhin nachgesäckelt sind und er euch immer noch keine Aufmerksamkeit gegeben hat? Weil, trust me, wenn es schon einmal so ist, dann wird es immer so bleiben. Wenn eine Person euch von Anfang an scheiße behandelt, dann wird es später definitiv nicht besser. Wenn eine Person euch von Anfang an das Gefühl gibt, ihr seid nicht gut genug, wird es später noch schlimmer.
Und wenn ihr euch von Anfang an so fühlt, also müsstet ihr irgendwie bend over backwards für eine Person, dann ist es nicht die richtige Person. Und ich weiß nicht, ich glaube, so das, was mir mega geholfen hat zum Denken, ist, dass wenn es die richtige Person wäre, dass sie mich ja auch zurück wollen. Ich habe mega lang gedacht, dass es irgendwie... Also ich habe das einfach cool gefunden, jemandem müssen hinterher zu säckeln, der mich gar nicht will, weil das ist so ein Spiel gsi und irgendwie hat das ja mich selber auch irgendwie bestätigt in meinem Denken über mich selber, dass ich ja wirklich nicht gut genug bin. Und wenn die Typen, die ich toll finde, mir das auch zeigen, dann stimmt es ja wohl, was ich über mich selber denke. Und dann muss ich nicht an mir selber arbeiten. Und dann ja, ist einfach so in meinem eigenen miserablen Zustand zu bleiben, anstatt irgendwie für mich selber einzustehen und einfach wegzulaufen. Weil das ist schon, also weißt du, ich sage auch, das ist hure schwierig. So, du willst etwas von jemandem oder du hast Hoffnungen und dann musst du wie eine Grenze setzen. Und das ist langweilig. So, es gibt kein Drama, es gibt nichts zum Erzählen, es gibt keine Hoffnung, es gibt nicht das, oh, aber was, wenn er gleich schreibt? Nein, weil du sagst einfach, okay, Bro, du verhaltest dich nicht so, wie ich es gerne hätte. Tschüss. Und der kann nichts mehr machen, der kann nichts mehr sagen, der wird wahrscheinlich aber etwas sagen, weil das ist eben genau das. Sie wollen auch nicht jemanden, der hinten nachher säckelt. Kein Typ, keine Frau, niemand findet das geil oder anziehend. Also weißt du, was machst du, wenn dir jemand hinten nachher säckelt? Du säckelst weiter weg, weil es ist fucking scary, Alter. Wenn ein Hund auf dich zusäckelt, was machst du? Du säckelst ihm nicht entgegen. Aber wenn ein herziger Hund einfach dort hockt und die herzig anschaut, aber ein eigenes Leben hat mit seinem eigenen Herrchen, dann sagst du, ja, darf ich deinen Hund streicheln? Das war ein hure schlechter Vergleich. Aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Hört auf, Leute hinterher zu säckeln. Es ist so peinlich. Und nein, also weißt du, so, nicht mal ein bester Typ, wenn du wirklich denkst, oh mein Gott, er ist so eine Liebe und er ist so schön. Und er ist so... Wieso rennst du ihm hinterher? Wieso rennt er dir nicht hinterher? Hast du das Gefühl, er ist so etwas Besseres als du? Das ist schon mal der grösste Ick auf der Welt, wenn man so andere Leute so über sich stellt. Das zeigt jeder Mensch auf dieser Welt mit ein bisschen emotionaler Intelligenz, dass du keinen Selbstrespekt hast, keinen Selbstwert und alles mit dir machen lässt. Und was passiert dann? Du wirst ausgenutzt. Du wirst scheiße behandelt und dir wird es immer schlimmer gehen. Weil die Leute, also auch die Fuckboys und die checken ja, die sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, Emma will mich unbedingt, das heißt, ich kann jetzt machen, was ich will, weil sie will mir ja einfach unbedingt. Scheißegal, was ich mache. Die findet mich cool, egal, was ich mache. Weil es geht ihr um das Gefühl von bitte, 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 gib mir Aufmerksamkeit. Weil man hat das Gefühl, wenn man es dann so endlich erlangt, dann fühlt man sich endlich besser mit sich selber. Dann geht es mir gut. Wenn der, oder wie nennen wir unseren Typ? Jason Derulo. Wenn der Jason endlich, weißt du, auch nach 3 Jahren, wenn er endlich mir die Aufmerksamkeit gibt, dann heisst das, dass ich etwas erreicht habe und dass ich gut bin und dass ich, ja, dann geht es mir endlich besser. Und let me tell you, auch wenn das eintritt, das kommt praktisch nie, weil du bist schon hinterher gesagt, du hast dich schon blamiert. Es passiert eigentlich selten, dass dann der Jason plötzlich so ist, so, oh mein Gott, ja, du bist die Liebe von meinem Leben, stimmt, nach 3 Jahren realisiere ich es endlich. Außer wenn sie desperate sind und nichts Besseres finden. Meistens passiert es, nachdem man selber dann irgendwann darüber hinweggekommen ist, dann kommen sie zurück, weil sie dann actually halt sehen, dass du eigentlich wirklich cool bist und du nicht mehr hinterher säckelst, sondern dein eigenes Leben hast. Dann kommen sie zurück, weil sie kleine, grusige Ratten sind. Und das gibt dir meistens keine Bestätigung, also mir persönlich hat das noch nie eine Bestätigung gegeben. Es ist mir so gewesen, Bro, bist du eigentlich dumm? So, noch nie habe ich, nachdem ich die Aufmerksamkeit von irgendjemandem, egal ob das famous Leute sind, ob das sorry, jetzt habe ich geholfen. Aber dass irgendwelche quasi mehr in Lebenssituationen überlegene Männer sind, aber das nie hat mir das irgendetwas gegeben, außer vielleicht ganz temporär, kurz so, ha, cool, der findet mich hübsch. Nichts gibt dir das. Es gibt dir nichts fürs Leben, es gibt dir nichts für deinen Selbstwert, es gibt dir keine Confidence. Und das ist eben das, was man immer verwechselt. Man meint, oh, wenn jeder Typ auf der Welt mich geil finden würde, dann wäre ich so confident. Wenn alle mir sagen würden, du bist so eine Hübsche, so eine Liebe, dann würde mir das so viel Confidence geben. Nein, ihr könnt
100 Millionen Leute aufs Mal sagen, du bist die Beste, du bist die Schönste, wenn du das selber nicht erarbeitest und nicht selber daran glaubst, wegen dir und nicht wegen anderen, dann wirst du das nie so wahrhaftig empfinden, wie du sollst. Und das, wenn ihr es jemandem glaubt, dann bitte mehr, weil wir haben schon Tausende von Leuten gesagt, wie sie mich finden, wie gut dass ich bin und das bringt mir einen feuchten Scheissdreck, wenn es mir scheiße geht. Einen feuchten Scheissdreck. Und ich meine, es wäre ja cool und einfach, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Und die Bestätigung von anderen Leuten ist ja toll, immer wieder, aber willst du darum kämpfen oder willst du jemanden auf Augenhöhe kennenlernen, wo dir das einfach gibt, weil die Person dich gerne hat? Und nicht irgendjemand, der irgendwelche Spiele mit dir spielt und irgendwie es lustig findet, dich zu verarschen oder irgendwie sich selber einen Ego-Push einholt, weil du die Person so hoch oben siehst. Wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß, das ist jetzt, also weißt du, so, ich rede mega hart und so, als wäre es so einfach und easy peasy lemon squeezy. Aber ich will einfach mal so den Alter, was für Reality-Check geben, wo man sonst nie hört, wo keiner sich getraut zu sagen und es macht auch weh so, und es braucht Zeit. Ich sage nicht, bis morgen müsst ihr jetzt aufhören mit dem Typ schreiben, der euch schon 4-mal abgewiesen hat und so. Nein, aber probier einfach mal darüber nachzudenken, weil wir denken nie darüber nach. Es ist auch so lustig, weißt, mit deinen Friends darüber zu reden und hi, oh mein Gott, jetzt hat er gleich wieder geschrieben und alle sind einfach so ah, weil man will ja auch nicht immer reinreden oder vielleicht wissen es deine Kolleginnen auch nicht besser oder vielleicht sind sie alle genau gleich und niemand von der Friend Group hat das bis jetzt realisiert, dass es mega schädlich ist und einen feuchten Scheissdreck bringt. Darum ist es gut, einfach eine außenstehende Person zu haben, die so sagt, Bro, du machst dich selber kaputt mit dem. Und genau, das ist so glaub, mein Main-Punkt, einfach, dass Menschen allgemein, egal ob jetzt romantisch, ob im Arbeitsumfeld oder random Leute im Klassenzimmer, keine Ahnung, die werden dich immer so behandeln, wie du dich selber behandelst. Und auch wenn du nicht aussprichst, ich finde mich selber scheiße und ich brauche Aufmerksamkeit von anderen, das merkt man so schnell. Das merkst du ja auch bei anderen Leuten, wenn du jetzt mal an jemanden denkst, wo du so empfindest, so, dass die Person hure Aufmerksamkeitsproblem hat. Du denkst jetzt gerade wahrscheinlich an eine Person, oder? Und die Person hat das noch nie ausgesprochen. Keine, der das hat, will, dass die Leute das wissen, aber alle wissen es. Und indem du jemandem hinten säckelst oder was auch immer, an einem Ort bleibst, wo du irgendwie nicht erwünscht bist oder auf jeden Fall nicht ultra giga mega herzlich empfangen wirst, zeigst du, wie die Leute dich behandeln dürfen. Wenn du keine Grenzen setzt, wenn du nicht sagst, Alter, was hast du das Gefühl, wer du bist, wieso soll es aufhören? Wieso soll sich etwas ändern? Und darum passiert es auch so oft, ihr schreibt mir ganz oft so, irgendwie ist es einfach mit jedem Typ so und es ist immer das Gleiche und alle sind gleich und ich habe immer so Pech. Ja, weil du das anziehst und weil du dich selber wahrscheinlich auch nicht veränderst. Eher umgekehrt, je mehr man abgewiesen wird, desto mehr hat man ja das Verlangen danach, beim nächsten Typ besser anzukommen. Dann tust du dich noch mehr verändern und noch mehr probieren, einfach dem zu gefallen und noch mehr hinterher säckeln. Dabei solltest du genau das Umgekehrte machen. Einfach aufhören. Stopp. Aber es ist halt ja, so eine Klammerinstinkt. Irgendwie so, oh mein Gott, jetzt können nicht 2 Typen nacheinander mich nicht wählen. Und stopp. Stopp. Leute, nur schon so Sachen mit Schreiben. Wenn ein Typ, sorry, und wir sind nicht 40 und sind 120% am Arbeiten und haben 4 Kinder, so alle, die da zulassen, haben Zeit, um irgendwie ein paar Mal am Tag, durch den Tag, zu schreiben. Shut the fuck up, wenn das nicht... Was machst du? Auf TikTok umscrollen? Sorry, jeder Mensch, der auf Insta, TikTok oder YouTube Zeit hat zum Umscrollen oder Netflix-Serien schauen, hat auch Zeit, um kurz mal fragen, hey, was läuft eigentlich? Oder wie geht's? Oder am Morgen, guten Morgen oder so ein feuchter Scheissdreck. Leute, wenn jemand das nicht einmal das für euch machen kann, wieso sind ihr traurig? Wieso denkt ihr euch nicht, Alter, was ist das für ein scheiß Opfer? Weh, tschüss, Alter, du gibst mir gar nichts, du gibst mir nichts von dem, was ich will. So solltet ihr denken, nicht «Emma, was soll ich machen? Er meldet sich immer nur 7 Stunden später, nachdem ich geschrieben habe.» Alter, ghost der Typ zurück. Sag ihm «Sorry, das läuft nicht. Cool gsi mit dir, tschüss.» Such dir den Nächsten. Wisst ihr, wie viele Typen? Scheißegal, wer du bist, wie du aussiehst, was du machst, wie alt du bist.
fucking Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Sprache, Religion. Bro, für jede Person gibt es Leute, kannst du mir sagen, was du willst, gibt es Leute, die fucking alles machen würden. Und man hat immer das Gefühl, nein, aber bei mir nicht. Und alle Typen sind scheiße zu mir. Du suchst dir scheiß Typen aus, Bro. Sorry, dass ich das sagen muss, aber du suchst dir scheiß Typen aus und du attractest auch einfach scheiß Typen, weil die grusigen Fuckboys, wo Frauen so behandeln, die schmecken das, wenn jemand sich so behandeln lässt. Die hören das von anderen Leuten, die sehen, wie du mit dir umgehst, nur schon auf Social Media, was du postest, so Sachen sagen so viel darüber auf. Zum Beispiel, wenn du so mega aufmerksamkeitssuchende Stories postest, weißt du, wie geil die sich an dem auf und wissen, haha, die könnte in 2 Tagen um den Finger wickeln, weil sie jetzt mega nötig meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich meine es nicht mal auf sexuelle Art oder so, also nicht irgendwie, du bist billig oder was auch immer, das ist mir scheißegal. Aber es geht um, wie man sich gegen aussen präsentiert, wenn du zum Beispiel jeden Tag irgendeine Story machst und sagst, bis morgen nicht mehr erreichbar, nur die Besten wissen. Das ist ein cringe Beispiel, aber das gibt es ja in ganz abgeschwächter Form. Wenn du die ganze Zeit irgendetwas rausgibst, wo ganz stark nach Feedback fragt, dann ich würde euch abraten davon. Ist mein Fazit. Einfach überlegt mal, wie ihr euch präsentiert. Und das können so kleine Sachen sein, wo ihr denkt, ja, das merkt eh keiner. Wir sind soziale Wesen. Sogar die dümmsten Leute checken so etwas. Und es schadet dir. Und ich sage nicht, ihr müsst euch irgendwie hure verändern und verstellen, sondern, oder doch, ich sage, ihr müsst euch verändern, aber ich sage nicht verstellen, sondern ich sage, ihr müsst euch auf einen Weg begeben, wo es euer Ziel ist, wegzukommen von diesem Verhalten und wirklich zu verinnerlichen, dass ihr ein anderer Mensch in dieser Hinsicht werdet. Nicht einfach ein verstellter Mensch und innerlich fühlst du dich gleich, sondern dass du innerlich auch das ausstrahlen kannst von «Ich habe es nicht nötig». Aber wenn du in meinem Leben sein willst, dann verdient dir den Platz. Und wenn nicht, dann nicht. Ich brauche dich nicht. Das ist das fucking Mindset, das ich mir für euch alle wünsche. Weil es gibt dir so viel Frieden, auch in Freundschaften, in allem. Wenn du einfach denken kannst, ja sorry, okay, wenn du halt nicht willst, wenn du dir keine Mühe geben willst, dann cool, weil ich will auch nicht so eine Kollegin oder ich will auch nicht so einen Freund, wo sich keine Mühe gibt. Oder? Easy peasy, lemon, squeezy. Und wenn ein Typ, wenn er schon ein bisschen deeper into it sind, weil ich meine, das merkt man ja nicht von Anfang an, dass einer sich vielleicht nicht irgendwie voll Mühe gibt oder so. Die ersten 3 Monate kann er eh nichts sagen, dort geben sich eh alle Mühe. Aber so nach einer Phase, wenn sich jemand gar keine Mühe mehr gibt und einfach so ist, so, ja, jetzt habe ich die, ja. Das gibt es übrigens auch so oft, dass sie sich so fest Mühe geben am Anfang, weil sie wollen die. Und das ist ein Kompliment an die, weil das heisst, du bist ein fucking Preis, wo sie sich irgendwie geil vorstellen. Und nachher, wenn sie die haben, dann ist es ihnen zu viel Aufwand, weil du bist zu high maintenance, weil sie einfach Opfer sind. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die irgendwie richtig kennenlernen und dann denken, oh, die ist irgendwie trotzdem scheiße und oh, die ist es trotzdem nicht wert. Überhaupt nicht. Es ist zu viel für sie. Also, weil ich habe das oft gehabt, dass ich gedacht habe, ja, ich bin gut genug gewesen, um zu probieren, erkämpfen. Und dann, wenn du mich hast, wirfst du mich weg. Nein, ihr seid einfach zu anstrengend. Und anstrengend sein ist ein gutes Zeichen, wenn du mit irgendeinem Crusty-Typ zu tun hast. Glaub mir, lieber bist du anstrengend, lieber hast du irgendwelche Standards und irgendwelche Ziele im Leben, als dass du bist, oh mein Gott, er hat mir einen guten Morgen geschrieben. Bye. Genau, wenn er kontinuierlich einfach darauf schießt, was du für Bedürfnisse hast und du das auch wirklich gut kommunizierst. Ich bin übrigens auch kein Fan davon, irgendwie so «if he wanted to, he would». Aber sag, was du willst. Die schmecken nichts. Die juckt es auch nicht. Die überlegen nicht was können sie jetzt wählen. Nein, die denken, okay, es ist alles gut, weil sie hat nichts gesagt. So funktionieren die halt. Und wenn du irgendetwas anders haben willst, oder keine Ahnung, du kannst ja auch am Anfang in der Kennenlernphase kommuniziert man ja auch eigentlich, was man haben will. Und dort muss man auch einfach ehrlich sein. Nicht erst 2 Monate später so sein, so also eigentlich habe ich viel mehr von dir erwartet und habe das einfach nicht kommuniziert und so blöd, jetzt bin ich gerade im Zimmer rumgelaufen. Wieso fange ich an im Zimmer rumlaufen? Sorry. Wenn du immer wieder kommunizierst und du musst nicht einmal etwas sagen und er macht es gerade nicht und nachher Schluss machen, Bro. Es braucht Zeit. Leute sind eigene Menschen und haben eigene Verhaltensmuster, die sie das ganze Leben sich angeeignet haben. Es braucht Zeit. Aber wenn du halt, ich glaube, wir merken alle an einem gewissen Punkt so, okay, der will es einfach nicht machen. Er hat das Gefühl, er kommt davon damit.
dass er das nicht macht. Dass er mich einfach so haben kann, ohne etwas dafür zu machen. Und dann, tschüss, tschüss, tschüss. Weil du musst nicht deine Standards abholen für jemanden, sondern der andere sollte eigentlich deine Standards probieren zu meeten. Sorry, ich kann die Sachen nicht wirklich gut auf Deutsch. Das klingt so, als wäre ich so Amerikanerin, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann heulst du auch nicht um bei diesem Typ, sondern du kannst bei deinen Kolleginnen traurig sein darüber, dass es nicht, aber du machst nicht das von wegen, bin ich es dir nicht wert und nein, einfach weg. Einfach sagen, okay, sorry, es tut mir leid, dass es nicht funktioniert hat, aber für mich, ich brauche mehr im Leben. Und dann sagt oder sagt miau, 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 miau. Wenn sie dann plötzlich kommen, bringt es dir auch gar nichts. Trust me, weil das ist zu spät. Leute, die erst realisieren, was dein Wert ist, wenn du weg bist, sind nicht Leute für dich. Leute für dich sind Leute, die von Anfang an merken, wie wertvoll du bist. Period, Alter. Ja. Ja, das ist eigentlich wirklich schon meine Kernaussage gewesen, wenn ich das so frech behaupten darf. Vielleicht auch sonst noch, eben so von wegen, ja, er ghostet mich oder er hat andere oder so, er ist sich nicht sicher mit mir. Das ist auch alles Tschüss. Bro, sorry. Natürlich, wenn man irgendwie jünger ist und es nicht so ernst ist und was weiß ich was, probiert aus. Lasst euch das Herz brechen. Das ist ganz normal. Und dass das auch passiert, dass man jemandem hinterher nachher säckelt und so. Ihr müsst euch nicht dafür schämen in dem Sinn. Das passiert allen. Und die schönste Frau auf der ganzen Welt, für die ist schon mal betrogen worden oder ist schon mal liegen gelassen worden oder ist schon mal disrespected worden. Das ist alles, das ist einfach so. Aber das Ziel ist ja, um irgendwie rausschmecken, wenn das passiert und das verhindern können und auch Besseres anzuziehen, weil wirklich das, die Energie, die man rausschickt, und ich meine nicht irgendwie Huga-Buga-Manifestation oder so, von mir aus, wenn das für dich funktioniert, ist auch gut, aber ich meine wirklich wortwörtlich der Vibe, den du hast in sozialen Situationen, mit Schreiben, mit Posten, mit nur schon zum Beispiel, wenn du die ganze Nacht wach bleibst für einen Typ, mit dem du schreibst, obwohl du ganz klar am nächsten Tag früh aufstehen musst, zeigt das, dass du ihn über dich stellst. Ihr könnt auch am nächsten Tag weiterschreiben. Sag mal, okay, gute Nacht, sorry, ich muss schlafen. Das zeigt dem Typ, dass du Selbstwert hast und dass er sich fucking anstrengen muss, um auf deinem Niveau zu sein. Und wenn man nur schon so kleine Sachen umsetzt, glaub mir, es werden ganz viele Typen alles machen, was du willst. Einfach nur, weil sie genau von Anfang an wissen, dass du irgendwie High Maintenance bist, dass du Standards hast und dass sie müssen dort ankommen, wenn sie die wollen. Und du wirst auch ganz viel mehr Leute attracten, wenn du so bist. Und ganz viele werden auch sich gar nicht trauen, sich bei dir zu melden. So Leute, die unter diesem Niveau sind, werden von Anfang an von außen wissen, oh, dort habe ich keine Chance, Bro, ich lasse es sein. Also, ich weiß nicht, das könnt ihr safe bestätigen, wenn ihr auch schon mal so eine Journey durchgemacht habt von mega insecure und nachher einfach so wissen, was man will. Dass man wie eigentlich sich das Gefühl hat, so, aber jetzt schreibt mich gar niemand mehr an oder oh, jetzt meldet sich gar niemand mehr bei mir. Aber das ist, weil die sich actually nicht mehr trauen. Es trauen sich nur noch sehr spezifische Leute überhaupt bei dir probieren. Und das ist ein gutes Zeichen. Es ist nicht, oh mein Gott, bin ich hässlich geworden oder oh mein Gott, bin ich irgendwie zu aggressiv. Nein, die Leute haben einfach Angst vor dir. Das ist ein gutes Zeichen. Du willst nicht die Person sein. Egal ob romantisch, nur schon beim Arbeiten oder sonst, du willst nicht die Person sein, die alle das Gefühl haben, sie können angehen und verlangen, was sie wollen und machen, was sie wollen. Das ist ein schlechtes Zeichen, auch wenn man die Leute amigs anschaut und denkt, oh, die hat es mit allen gut und alle haben die Person gern. Ja, weißt du, der einzige Grund, wieso jemand alle gern haben, ist, weil die Person alles mit sich machen lässt und für jeden irgendeinen Nutzen drin steckt. So traurig, wie es klingt, aber das ist der einzige Grund. Das ist nicht wahre Freundschaft oder wahre Liebe. Es ist einfach nur, du bringst mir etwas, darum bin ich nett zu dir. Und du bringst allen etwas, weil du allen etwas bringen willst, weil du People-Pleaser bist und alles für andere Leute machst. Love you, Queen. Beste von allen und Beste von niemandem. Ja. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch unter 07. Nein. Es hat... Ja, eben, so, lasst euch das Herz brechen, aber seid euch nachher auch bewusst, was passiert ist. Also ich meine, es ist auch wichtig zum Reflektieren, so,
wenn es halt schon passiert ist, keine Ahnung, du bist schon 2 Jahre nachher gesagt, oder ihr seid schon F+ und du willst eigentlich eine Beziehung, aber er will nicht committen. Alter, was lässt du mit dir machen, Bro? Wenn es dir nicht gefällt, weißt, wenn es euch gefällt, wenn ihr das geil findet, wenn es euch nicht verletzt, keine Sache, ich judge niemand. Aber ab dem Punkt, wo ihr mir schreibt und so sind, Hilfe, nein, ist es ja das Problem. Ihr macht euch eure eigenen Probleme. Und nachdem so etwas passiert ist, ist es wichtig, dass man reflektiert und überlegt, wie bin ich an den Punkt gekommen? Was ist passiert und was kann ich machen, dass es nicht mehr passiert? Anstatt immer wieder das Gleiche und Gleiche und Gleiche und Gleiche machen und sich am Schluss vom Leben fragen, wieso sind alle immer nur Scheiße zu mir gewesen? Wieso sind alle Männer Scheiße? Weil, trust me, nicht alle Männer sind Scheiße. Es gibt ganz tolle Typen, mehrere, die ich schon kennengelernt habe, auch wenn nicht jeder von denen für mich war, aber so mehrere, die so viel für mich gemacht hätten. Und dann kann man, auch dann, du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, und es hat nichts mit physischer Attraktivität zu tun. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du kannst Nein sagen zu mehreren Optionen von romantischen Interests, wo dir alles geben würden, wo du einfach so bist, so, nö, irgendwie gleich nicht, irgendwie etwas stimmt nicht, wo du vielleicht früher so gesagt hast, oh mein Gott, ja, bitte, sofort, sofort. Und was ich auch muss sagen, es gibt ja auch, du musst erst mal in den Mindspace kommen von, ich akzeptiere, dass jemand alles für mich machen würde. Weil so, dass die Situation, die ich sonst beschrieben habe, eben, dass man so unsicher ist und das auch irgendwie toll findet, dass man bestätigt wird in dem und jemandem hinten nachsäckeln muss für Attention und bitte, 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 weil das ist einfach das, was ich mir gewöhnt bin, dass ich immer bitte, bitte, bitte machen muss, weil ich bin ja eh nie gut genug. Du musst erstmal genug Selbstwert zusammensammeln, um akzeptieren, dass es auch ganz gechillt sein kann. Dass es ganz easy sein kann, dass jemand dir alles servieren wird auf einem Silbertablett. Weil das ist auch weniger spannend für jemanden, der aus Chaos kommt und der Chaos gewöhnt ist. Und ich bin mir sicher, er hat auch früher schon, als ich immer noch mit so dummen Typen etwas zu tun hatte, hätte ich sicher auch schon eine Liebe haben können, wo mir nichts angetan hätte, die einfach für mich da gewesen wäre und mich gerne gehabt hätte. Aber das wollte ich nicht in diesem Moment, weil ich nicht wollte, Liebe bekommen, weil ich gar nicht gewusst habe, wie, wo, was und nicht das Gefühl hatte, dass ich das verdient habe. Du musst an einen Punkt kommen, wo du dir selber vertraust und glaubst, dass du das verdient hast. Weil sonst zerstörst du den anderen Menschen, der dir das auch gerne gegeben hätte. Und das ist auch nicht fair. So. Darum immer arbeitet an euch selber, bevor ihr mit irgendjemandem etwas anfängt. Weil das ist unfair und ihr habt es nicht so nötig. Glaub mir, du hast noch genug Zeit. Du musst nicht einfach jetzt in etwas reingumpen, nur weil alle anderen einen Freund haben oder eine Freundin oder alle anderen haben etwas am Laufen. Lieber fixest dich selber und bist 100 Millionen Mal besser in deiner nächsten Beziehung oder im nächsten Ding, das du hast, als die ganze Zeit irgendjemanden zu haben und dann noch im Privatleben kein Stück weiterzukommen, weil du immer nur auf alles andere fokussiert bist, anstatt auf dich selber. Period. Period. Jetzt bin ich fertig. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Meinungen zum Thema, bitte kommentiert den, hört mal Post. Wie immer, sonst bin ich hässig. Let me know, falls ihr nächste Woche etwas Spezifisches hören wollt, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, die ihr gerne dabei hättet. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich bin nicht zu aggressiv gewesen. Oh nein, jetzt hassen mich alle. Jetzt wird mich niemand im Leben mehr lieben. Scheiße, Hilfe. Soll ich euch hinterher nachher rennen? Leute, findet ihr mich hübsch? Pick me, pick me. Findet ihr mich cool? Das ist literally das, was ich mache, wenn ich sage, bitte kommentiert meinen scheiß Insta-Post. Aber Influencer sein ist nochmal ein anderes Thema. Dort muss man muss zum Geld verdienen einfach Pick me sein. Man muss so sein, «Hoi Leute, was habt ihr mir so zu erzählen? Oh, heute ist mir langweilig, was macht ihr so?» Cringe. Macht's gut, bis nächste Woche.